Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionäre, Aktionärinnen, liebe Angehörige der Aktionärinnen und Angehörige der Aktionäre. Wir sind hier die freiwillige Reservedirektion der Deutschen Bank ohne feste Bindung zum Mutterkonzern. Ja, wir möchten in erster Linie mal den Vorstand begrüßen. Hallo Vorstand. Wie immer ungefragt. Und wir geben jetzt mit Abstand schon mal einen Zwischenstand für das laufende Geschäftsjahr. Sie brauchen da gar nicht mehr reingehen, wir machen das alles schon direkt hier. Wir schreiben, wie Sie ja alle wissen, das Jahr 5114 der Kali-Yuga-Ära. Also für die Nicht-Inder unter uns, das ist 2012. Ja, wir dachten, wir schleimen uns beim neuen Vorsitzenden schon mal direkt ein bisschen ein. Ja, das kommt immer gut. Das ist gut, ja. Es versteht sich, alle folgenden Zahlen sind natürlich abzüglich Vorsteuern, Schenkung, Backschisch, Schwarzgeld, exklusive Nichtversteuerung in den gleichnamigen Oasen. Liebe Aktionären, seien wir ehrlich. Seit 2009 verhält sich der Finanzsektor wie die Vier-Schanzentournee. Ohne Landen, immer nur runter, runter, runter. Und auch 2012 ist jetzt ja wieder ein Schicksalsjahr für die Griechen, die Europäische Fiskalgemeinschaft, für die USA, für China und Bayern München. Gott sei Dank nicht für uns, die Deutsche Bank. Nein, 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 nein. Uns geht's wiederholt richtig gut. Ja gut, ja. Und woran liegt das, ja? Liebe Aktionisten und Aktionisten. Komm, einer muss ja gewinnen, oder? Hey! Herrlich. Ja, aber trotzdem haben wir natürlich auch die Kritik gehört. Natürlich. Hier, das kommt bei uns an, von diesen billigen Plätzen zu uns ja auch darüber geschallt. Ja, wir haben hier wieder einen Stapel von Hunderten von Vorwürfen. Liebe Kritiker, das ist zu viel, das kann doch keine Sau lesen, bitte. Deswegen picken wir jetzt mal einen einzigen Vorwurf raus. Hier, die Deutsche Bank leiht Waffenfabrikanten von Streubomben Geld. Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, wie schwierig das ist für einen Streubombenhersteller, Geld geliehen zu bekommen? Ja? Ich meine, wir sind doch noch die Einzigen in dieser moralingesteuerten und ethisch gerechten Menschenfreunde-Welt, die diesen Industriezweig überhaupt noch unterstützen. Denken Sie mal bitte, dass das ein Industriezweig, da hängen Menschenleben dran. Ja, zum Beispiel Fabrikarbeiter, Deren Frauen, Kinder kleine Kinder. und noch kleinere Kinder. Ja, und weil wir die Einzigen sind, wir sind die Einzigen, meine Damen und Herren. Das gibt unwahrscheinlich gute Zinsen, denken Sie mal darüber nach. Und wenn dann tatsächlich Streubomben verkauft, also wenn die dann tatsächlich die Streubomben verkauft bekommen. Was ein enger Markt ist, Ja. was ein enger Markt ist, bei all den Embargos und Diktatorenverfolgungen, also... Wer glaubt denn dann daran, dass die überhaupt eingesetzt werden? Das konnten wir doch nicht ahnen. Nein, nehmen Sie doch mal den Herrn Gaddafi, ich bitte Sie. Der hat doch 42 Jahre lang nur gesammelt. Ja, wie andere Leute Schlümpfe. Ja. Oder Swarovski oder Teller von Rosina Wachtmeister. Ja, der hatte so eine Vitrine in seinem Flugzeughangar stehen und da war dann... Oh, Streubomben. Ja, das heißt doch nichts. Ja. Da können wir von der Deutschen Bank doch nicht ahnen, dass sie eingesetzt werden. Ich bitte Sie. So, und erster Zwischenstand, sagen wir mal Deutsche Bank. 1. Kritiker 0. Danke. Bitte. So, dann noch was. Hier, Deutsche Bank ist verantwortlich für den Hunger in der Welt. Ja, ich meine, was denn jetzt noch? Entschuldigung, sehen Sie in der Firmenzentrale, ja? Sehen Sie da irgendwo eine Kiste Äpfel oder einen Sack Reis, der umkippt? Nee. Nein. Wir verkaufen nicht ein einziges Gramm Mais. Nein, wir sind doch keine Gemüsehändler. Wir sagen höchstens, guck mal da, die Banane im Rewe. Ja. Wir wetten mal, dass die nächste Woche mehr kostet. Und wenn die dann tatsächlich mal mehr kostet, dann sind auf der Banane aber keine Fingerabdrücke von uns drauf. Genau, man kann uns nichts nachweisen. Ja, und da sagen wir doch mal Deutsche Bank 2, Kritiker 0. Danke, bitte. Und jetzt noch dieses Gemotze von wegen Landgrabbing, ja? Da fallen dann nur endgültig die Walnüsse aus der Hose. Also Leute, ja, den ganzen Tag werfen sie uns vor, wir würden nur mit Immobilienblasen und Hedgefonds-Methoden jonglieren. Ja, und dann investieren wir jetzt einmal in feste, solide Erde. Und schon wieder sind wir die Very Bad Bank. Jetzt stellen Sie sich, pass auf, folgendes Bild, stellen Sie sich mal Folgendes vor. Da wohnt ein Bauer mit so 7 Rüben im Garten, ja? Ja, dann wird er einfach weggehauen, dann stehen da 50.000 Rinder und ein Golfplatz. Jetzt sagen Sie bitte mal selber, was ist mehr wert? Ein Golfplatz oder 7 Rüben? Und jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit, das ist soziale Benachteiligung. Ja, man bietet auf dem Golfplatz auch Schnupperkurse zu Sozialpreisen an. Und da sagen wir mal Deutsche Bank 3, Kritiker 0. Danke. Bitte! So.
Deswegen mal kurz an die Nörgler hier auf dem Platz, ja? An euch Ökos und ewige Fortschrittsverhinderer. Also hier in dieser Halle will niemand, es will niemand, dass irgendwer stirbt oder Not leidet. Nein! Hier geht es einfach nur ums Geld verdienen. Um sauberes Moos machen, mein Gott! Da will man nicht ständig an all den Quatsch erinnert werden, der einem die Laune verhagelt. Vor allem auch die Lauge verhagelt. Ja. Verhagelt. Denken Sie mal dran, liebe Aktionocken und Aktionetiker. Sie sind ein Teil, Sie alle, die jetzt da reingehen, Sie sind ein Teil des mächtigsten Finanzimperiums der Welt. Ja, und deswegen müssen Sie gar nichts ändern. Und wenn da weiter gemotzt wird, ja, dann kaufen die Leute doch einfach vom Markt weg. So, vielen Dank. Und jetzt ist erstmal Schluss mit diesem ganzen Gemosere und Rumgeseiere. Ja. Man muss auch mal feiern können. Ja, und zu Ehren unseres neuen großen Vorsitzenden haben wir eine Band gegründet. Wir freuen uns sehr, uns jetzt hier präsentieren zu dürfen. Wir heißen ab jetzt Fettes Portfolio. Und unser Song heißt Giant. Wenn's denn kommt. Es kommt, es löst. Kommt was? Ja, hört's gut an. Weißt du was? Seid ihr entspannt, könnt ihr mitchillen. Wer mag, kann auch direkt mitsingen. Als 2012 und der Ackermann ist weg, jetzt komm ich in die Deutsche Bank herein, aber ich bin nicht allein. Nicht allein, herein, willkommen im Verein. Ich wär so gern der Solist in diesem Knabenchor. Ey Klein, was hast du die nächsten Tage vor? Ich mache hier nur noch mal den Fiction fertig, pack seine 7 Peanuts und dann werd ich mich zur Hauptversammlung begeben, denn wenn man ehrlich gesteht, sind funktionierende Doppelspitzen eher spärlich gesehen. Und ihr fragt euch, hat der Typ Bock auf Schweinereien? Ach Quatsch, ja, nein, also ich bin der Jein. Soll ich übel zocken oder lass ich's lieber sein? Klar doch, ich bin der Schein. Werd ich ein mieses Bankschwein oder lass ich's lieber sein? Ich habe einen Kunden. Einen guten? Oh ja, ein Liquider und ich habe ein Problem. Ich stehe auf seine Kohle. Und zwar immer wieder. Würde ich solide investieren, hätte ich nicht das Problem, das wir haben, wenn er das Geld und ich uns sehen. Zahlen im Raum wird mir schwindelig. Sag ich will nichts von ihm, ja dann schwindel ich. Ich will Geld, Geld will nicht, das weiß das Geld, das weiß ich. Nur mein bester Kunde, der weiß das nicht. Und sind die Zahlen auch rot und werden Bonis gestrichen? Interessiert mich nicht. Müssen andere verzichten. Du meine Güte, bist du jetzt ein Beraterschwein? Ach Quatsch, ja, nein, ich bin der Schein. Soll ich sein Geld verzocken oder lass ich's lieber sein? Na doch, ich bin der Schein. Weil mich die Boni locken, setz ich gerne alles ein. Ich bin der Schein, vielen Dank, viel Spaß bei der Hauptversammlung. Dankeschön. Yeah!